In diesem russischen Bunkerrestaurant ist Filmen eigentlich strengstens verboten. Ich habe es trotzdem gemacht und zeige euch, wie es von innen aussieht. Bei so einem Eingang vermutet man im ersten Moment erstmal kein Restaurant. Hinter der Tür verbirgt sich ein Eingang, der direkt in den Bunker führt. Meine Kamera ist übrigens sehr unauffällig und deswegen haben die Mitarbeiter hier nicht bemerkt, dass ich gerade filme. Uns wurde nämlich gesagt, dass vor allem der Weg zum Restaurant hin nicht gefilmt werden soll. Ich habe für euch natürlich trotzdem laufen lassen und zunächst ging es erstmal 18 Stockwerke runter. Das entspricht ca. 65 Meter. Am Boden kamen wir an einem langen Gang an, der übrigens auch zu einem Museum geführt hätte. Wir wollten aber zum Restaurant und sind deswegen bis ganz zum Ende durchgegangen. Der Bunker wurde zur Zeit des Kalten Kriegs direkt von Stalin selbst in Auftrag gegeben. Durch die Tiefe wäre man hier sogar vor einem nuklearen Angriff geschützt. Das Ganze sah ein wenig aus wie bei Star Trek und im Raumschiff wurden wir dann von einer der Kellnerinnen empfangen. Selbst auf den Toiletten gab es noch sehr alte Einrichtungsstücke. Auch das Restaurant selbst sah aus, als wäre es in den 70ern eingerichtet worden. Tatsächlich gibt es das aber erst seit 20 Jahren. Es gab Live-Musik und unter anderem auch das Lieblingsgericht von Stalin. Besonders lecker fand ich das aber ehrlich gesagt nicht. Übrigens war die russische Küche auch sonst nicht gerade meins. Im Restaurant selbst durften wir übrigens filmen, nur der Weg hin und zurück war verboten. Warum auch immer. Hoch an die frische Luft ging es dann Gott sei Dank mit einem Aufzug. Bevor ich die Treppe nehme, wäre ich glaube ich lieber einfach da geblieben.